China zwingt nun in Ostturkestan die Uiguren dazu, ihre Wohnungsausstattung zu verändern. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, verlangt die chinesische Regierung in der Region Umhoten, wo die Nationalgefühle hoch sind, dass die Uiguren Sachen, die sich auf den Islam oder das Türkentum beziehen, durch chinesische ersetzen. So soll es nicht erlaubt sein, mehr als einen Tisch im Wohnzimmer oder ein Bett im Schlafzimmer zu haben. Auch die Motive, die sich auf die Nationalkultur berufen, sollen ausgetauscht werden. Der Konflikt zwischen China und Kanada verhärtet sich verstärkt durch den Erlass einer Todesstrafe. Robert Lloyd Schellenberg, ein Kanadier, der in China verhaftet wurde, bekam das Todesurteil. Die chinesische Regierung bezichtigt ihn der Anteilnahme an einem organisierten Drogenkartell. Justin Trudeau, der Präsident Kanadas, bekundete nach der Urteilsverkündung seine Betroffenheit. Zudem werde er sich weiter bemühen, zusammen mit den chinesischen Verantwortlichen eine Lösung zu finden. Hua Chunying, ein Sprecher des Außenministeriums, äußerte sich zu der Festnahme einer Huawei-Mitarbeiterin in Polen aufgrund von Spionagevorwürfen. China rufe alle Beteiligten, inklusive den Huawei-Konzern, dazu auf, unbegründete Behauptungen und unlogische Unterdrückungen chinesischer Firmen zu unterlassen. Alle Beteiligten sollen daran arbeiten, eine gerechte und gute Umgebung für Zusammenarbeit und Investition von Firmen zu gewährleisten. Zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump fand ein Telefonat statt. Aus Dokumenten der Regierung geht hervor, dass man sich über die beidseitigen Beziehungen der Länder und über die letzten Ereignisse in Syrien ausgetauscht hat. Erdogan begrüßte den Rückzugsentschluss der USA aus Syrien. Zusätzlich sicherte der türkische Präsident der USA als einem NATO-Partner jegliche Hilfe der Türkei zu. Für den Bau einer thermischen Gasturbinenzentrale hat die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in Usbekistan einen Kredit in Höhe von 240 Milliarden genehmigt. Außerdem wird dieses Projekt aus dem usbekischen Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung sowie von der Asiatischen Infrastruktur-Wiederaufbaubank finanziert. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung genehmigte bisher 70 Projekte in Usbekistan in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro.